Tag in der Gebets- und Fastenwoche und du bist immer noch dabei. Du darfst jetzt gerade mal selber auf die Schulter klopfen. So gut machst du das. Hey, wir freuen uns, dass wir wirklich als Kirche, als Kreuzpunkt das miteinander erleben und machen. Und ich denke, es wird ganz eine spezielle Woche sein, wie jedes Jahr, wo Durchbruch und Durchbruch und Durchbruch wird passieren. Und heute geht es um ein weiteres Thema, nämlich ganz zentrales, um Angst und Glauben. Und niemand anders als Sabrina wird gerade den Input halten. Ich freue mich jetzt schon, sie hat ganz viel, was sie dort dazu zu sagen hat. Sie ist nämlich so eine ängstliche Person. Und wer besser als Sabrina zu diesem Thema redet, natürlich Spaß beiseite. Sie ist eine Glaubensheldin und ich freue mich wirklich über das, was sie uns jetzt dann gerade bringen kann. Freut euch mit mir. Der grösste Feind von unserem Glauben ist nicht Unglauben, sondern es ist Angst. Angst mindert unsere Lebensqualität, verhindert uns von wirklich Leben. Es haltet uns von der Freiheit ab, vor allem Freiheit in Jesus. Und die Bibel spricht sehr klar und sehr oft und ständig gegen Angst und Sorge. Hab keine Angst. Habe ich dich nicht gesagt? Wieso habt ihr Angst? Wieso sorgt ihr euch? Und Angst ist ein echtes Thema, wie jeder von uns in unserem Leben. Ich frage mich, von was hast du Angst? Es gibt gewisse Sorgen, zum Beispiel von Fehler machen, von Versagen in der Öffentlichkeit. Oder vielleicht hast du Angst von Arbeitslosigkeit, von Einsamkeit. Vielleicht hast du Angst, dass du nicht den richtigen Ehepartner oder Partnerin finden kannst. Oder hast Angst, dass du nicht gesund bleiben und nicht gesund werden. Was sind deine Ängste heute? Und wie kann Glaube deine Angst beeinflussen? Oder wie kann Angst deine Glaube beeinflussen? Eine gewisse Sorge im Leben haben oder gewisse Ängste haben, verstehe ich auch. Und ehrlich gesagt, ist auch normal. Es ist auch logisch, dass ich mir Gedanken mache über gewisse Sachen. Was nicht normal ist, wenn ich erlaube, die Ängste mich kontrollieren und beeinflussen. Was nicht gesund ist, ist, dass Angst mich kontrolliert, meine Gesundheit, meine Gedanken, meinen Schlaf, meine Ruhe beeinflusst. Das ist nicht mehr gut und das ist auch nicht richtig. Es gibt eine kleine Linie zwischen Paranoia und Besonnenheit. Besonnenheit habe ich also auf Hochdeutsch gesehen. Es heißt realistisch sein, logisch denken, Sachen analysieren, die eigentlich gut sind. Aber der Unterschied ist das. Sagen wir zum Beispiel, Besonnenheit trägt Sicherheitsgurte im Auto. Aber Paranoia fährt gar kein Auto. Besonnenheit wäscht Hände mit Seife. Aber Paranoia vermeidet alle Menschenkontakt. Besonnenheit oder vorsichtig sein, dort im Voraus planen und gut sich vorbereiten. Paranoia aber kriegt Panik und wird ängstlich. Und so geht es weiter. Es gibt einen Unterschied. Ich weiss nicht, wo bist du jetzt in deinem Leben? Bist du fast in der Paranoia rein? Oder kannst du dich ruhig halten? Kannst auch ruhig deine Gedanken, deine Ängste, deine Sorgen von Gott bringen? Bist du in einer Situation gewesen, wo Angst hat dich voll in Panik gebracht, wo du nicht mehr können, dich Entscheidungen treffen oder dich bewegen? Eben, ich habe gesagt, Jesus sagt uns sehr klar, und es gibt mehr als 365 Bibelstellen, die sagen, hab keine Angst, fürchte dich nicht, vertraue in mir. Und das Problem mit Angst und wieso Jesus geht so fest und so heftig gegen Angst, und ich darf auch sagen, gegen Kleinglauben, es ist genau das, es ist ein Kleinglauben. Wenn ich Angst habe, das bedeutet manchmal, ich vertraue nicht, dass Gott Wunder tun kann. Ich vertraue nicht, dass Gott regiert. Dass er mich schützen kann. Dass er meine Versorger ist. Dass er für mich schaut und mir hilft in der Situation, in der ich bin. Ich glaube nicht, dass er mir Trost geben oder Ruhe geben kann. Das ist eigentlich die Lüge von Angst.
du bist allein, du kannst nicht, du schaffst es nicht. Und deswegen, Gott wird auch hässig mit gewisser Paranoia, mit gewisser Angst, die uns kontrolliert, weil er sagt, ich bin da für dich. Ich kümmere mich um dich. Ich bin deine Versorger, deine Trost, deine Stärke, deine Sicherheit. Du musst in mir glauben. Und wie schlimm ist es, ein Gott, der allmächtig ist, sagt, hey, ich bin da für dich. Und seine Kinder, die echt alles für sie tun, sind erfüllt mit Ängsten und Sorgen. Es gibt einen Bibelvers in 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 18, der sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wow, heftig. Es ist heftig. Wieso? Weil Gott ist so mega groß und er hat dich so fest lieb. Und er sorgt sich um dich und er sagt, hey, wenn du meine Liebe hast erkannt, wenn du hast gewusst, wie fest habe ich dich lieb, dann hättest du keine Angst gehabt um dein Leben, über deine Kids, über deine Familie, über dein Studium, über deine Zukunft. Nochmal, es ist gut, dass man gute Sachen analysiert, dass man gut und logisch denkt, dass man vorsichtig ist, dass man sich auch gewisse Sorgen macht. Aber was mache ich mit dem alles? Gehe ich weiter? Lebe ich in dem? Weil Angst ist bequem. Angst haben ist einfach, weil das ist etwas, was wir gut kennen. Aber mit diesen Ängsten zu Gott gehen, sie von Gott bringen und Gott um Hilfe bitten und glauben, das ist herausfordernd. Ist nicht einfach. Aber weißt du was? Das ist unser Thema heute. Du bist nicht allein. Ich sage dir, ich habe auch viele Ängste in meinem Leben. Und wir miteinander können vor Gott gehen. Unsere Ängste aussprechen. Voreinander beten. Und Gottes Kraft, seine Stärke, seine Autorität in unserem Leben aussprechen lassen. Wir werden jetzt gerade in einer Zeit von Devotion hineinsteigen. Ich bitte dich, dass du nach der Moderation die Zeit nimmst, die Bibelstelle, die dann kommen in der Devotion Teil. Sprich deine Ängste aus. Du und Gott. Bring deine Ängste, deine Sorgen, deine Gedanken vor Gott. Und sagst, hier die sind. Und erlaub er, dass er dich zeigen kann, von wo kommen die Ängste, von wo kommen die Unsicherheiten und dass er dich von dem befreien kann. Und dass du kannst in einem freien, ruhigen Leben mit Jesus vorwärts gehen. Nicht in Angst, das ist nicht sein Plan. Wir sind auch da für dich zum Beten. Wenn du gerne auch Zeugen brauchst oder Leute, die für dich beten und auch Gott hören und fragen, von wo kommen die Ängste, melde dich, komm vorbei. Wir sind gerne für dich da. Bist gesegnet. Hey, ich bin ganz sicher, dass dieser Input all diesen Menschen so gut helfen kann, die jetzt zuhören und mit Angst am Kämpfen sind. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gottes perfekte Liebe jede Angst in deinem Leben austreiben kann. Und das sind ein paar Ideen, ein paar Schritte für dich, Glaubenssteps, die du heute machen kannst, um wirklich die Angst zu besiegen in unserem Leben. Glaube ist grösser, weil Jesus Liebe ist grösser als jede Angst, die könnte sein. Und jetzt gehen wir in eine Zeit rein, wo wir möchten nochmal über das nachdenken, wo du kannst reflektieren über das Gesagte, wo du einfach den Bibeltext auf dich wirken lassen und dein Geist beeinflusst werden vom lebendigen Wort. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41, Vers 10. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7. Der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. 1. Mose 31, Vers 8. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43, Vers 1. Wir proklamieren, dass du, guter Vater, uns bei unserem Namen gerufen hast. Wir halten fest, dass an dem heutigen Tag, in dieser Woche, in diesem Monat und in diesem Jahr wirst du vor uns herziehen. Und wir gebieten jeglicher Angst in unserem Leben Einhalt, weil du, Gott, hast uns keinen Geist von der Furcht gegeben. Nein, du hast uns einen Geist gegeben, der frei macht.